zusammen. Fastelavond! Ja, das geht doch, ist doch herrlich. 999 Jahre, das waren Zeiten. Ja, Loriot würde sagen, ach was. Ja, ich könnte ja auch sagen, 1000 vor Christus, wo auch nicht schlecht oder so. Nee, aber, das heißt natürlich überladen, ne? Und mich schlau gemacht. Vor 999 Jahren war doch diese Stadt, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt, Colonia Clara Agrippinensis. Da war die doch schon in der Blüte ihrer Entwicklung. Vor 999 Jahren wurde zum Beispiel die Stadtmauer gebaut. Gut, ohne Flügelauto, das wohl nicht da, alles klar, ne? Oder vor 999 Jahren stellte Marie-Louise Nikutta ihr zweites Sessionslied vor. Was war zur gleichen Zeit, sagen wir mal, 40 Kilometer rein abwärts aus einem unbedeutenden Nebental namens Neander machte sich eine Gruppe Bekloppter auf zu einem Picknick an ein Bächlein namens Düssel und gründete dort ein Dorf. Das Umfrageinstitut Allensbach hat eine Umfrage gestartet in Düsseldorf. Mutig, ne? Mit einer Frage. Gut, man muss sie nicht überfordern, das ist klar, ne? Das war doch Allensbach, ne? Und diese eine Frage lautete: Halten Sie Düsseldorfer für dumm? In Düsseldorf. Und jetzt gibt das Interessante, muss ich extra eine Brille für aufnehmen, das ist hochinteressant, hochinteressant. 20% der Düsseldorfer haben diese Frage mit Ja beantwortet. Der Rest hat die Frage nicht verstanden. Man macht, liebe Fastelabendsfreunde, man macht eigentlich über Randgruppen keine Witze, nicht das? Ich mach das auch nicht mehr. Nein, ich erzähle nicht mehr so tumbe Sachen wie, was ist, wenn zwei Düsseldorfer sich einen Strohballen zuwerfen? Gedankenaustausch, ja, das war blöd, ne? Ja, ach, hör auf, ne? Oder, der ist auch gut. Was ist der Unterschied zwischen dem Yeti und einem intelligenten Düsseldorfer? Der Yeti wurde schon gesehen. Ja, ist auch blöd. Ja. Ach, nee, mach nicht mehr. Mach nicht mehr. Einen noch. Nur einen. Ein Düsseldorfer auf dem Mond. Was ist das? Ja, das ist ein Rätsel, ne? Und alle Düsseldorfer auf dem Mond? Das ist die Lösung. Fällt mir nur jetzt zwischendurch ein Düsseldorfer stand mal vorm Himmelstor. Ne? Und dann fragt der Petrus, wo kommen Sie denn her? Sagte, ich komme aus Düsseldorf. Nein, sagte, tut mir leid, könnt ihr hier nicht drin. Ja, da kriegt er die Wut, ne? Sagt, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe mein ganzes Leben lang Kirchensteuer bezahlt. Was meinen Sie, was da ein Geld zusammengekommen, dafür werde ich doch wohl in den Himmel kommen. Sagt er, reden Sie sich nicht auf. Ich rede mit dem Chef. Petrus rein, ne? Gut, wieder, seht ihr, alles in Ordnung. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Die Sache hat sie erledigt. Ihr könnt das Geld wieder haben. Das ist jahrhundertealte Tradition im Rheinland. Ja, sicher. Der Kölner macht Witze über die Düsseldorfer. Ja. Dafür macht aber auch der Düsseldorfer Witze über die Kölner. Ja gut, er kann's nicht, aber er bemüht sich, ne? Nein,
mache ich doch auch nicht. Ich kann doch keine politischen Witze erzählen, ne? Also ich will ja jetzt nicht zum Beispiel bezüglich unserer Regierung, ne, bei den ganzen Turbulenzen nur einen draufhauen. Nein, das mache ich nicht. Nee, also zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel. Folgender Witz. Ne? Bundeskanzler Gerhard Schröder ist verstorben. Ne? Ja, kommt er vor dem Petrus. Ne? Sagt er, wie geht das denn weiter hier? Ja, sagt der Petrus, Herr Bundeskanzler, das ist neu. Ja, was? Ja, Sie können wählen. Wie wählen? Ja, sagt er, pass mal auf, pass mal auf. Wir haben hier zwei Türen. Die eine Tür führt in das Himmelreich, die andere Tür führt ins Fegefeuer. Der Clou ist, Sie können vorher nachgucken und dann Ihre Wahl treffen. Sagt er, ist ja toll, ne? Gut, er macht zuerst die Tür zum Himmel auf. Quiek, na ja, eine grüne Wiese, ein glasklarer See. Jugendliche singen auf der Gitarre. Herr, deine Liebe liegt im Gras am Ufer. Ja, sagt er ganz nett. Ja, gibt schöne Lieder aus der Ecke. Zum Beispiel, weiß ich, ob Sie das kennen. Hilf, Herr, meinen Nieren, dass sie nicht erfrieren. Ja, ist jetzt albern. Ist jetzt albern. Große B. Ja, Himmel, ne? Da sagt er ganz nett, kann ich denn auch mal Fege? Ja, selbstverständlich, sagt er, ist ja der Sinn der Sache. Er guckt also nach im Fegefeuer, ne? Ho, 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 das ist ja los im Fegefeuer, ne? Disco, Wahnsinn, Nummernjols im Stringtanga, hüppen durch den Raum, ne? Hingen Buffet, Freibier. Können sich denken, wofür sich der Schröder entscheidet, ne? Sagt er, ja, alles klar, Herr Petrus, ich habe gewählt. Ja? Ja, sagt der Himmel ist ganz nett, ne, aber ich wähle dann doch lieber. Alles in Ordnung. Ne? Er freut sich auf das Fegefeuer, macht zum zweiten Mal die Tür auf. Was ist das? Abgrund, Feuer, Schwefelgestank. Er, hallo, Herr Petrus, da stimmt was nicht. Sagt er, wieso? Nein, da stimmt was nicht. Warum? Hör doch mal. Hör so auf, jetzt eben war hier hinter der Tür, es war wunderbar, es war herrlich, es war erste Klasse. Und jetzt ist es quasi die Hölle. Ja, sagt der Petrus, jetzt eben war vor der Wahl, jetzt ist nach der Wahl. Liebe Fastenabendsfreunde, ich persönlich habe ein Lied komponiert und getextet. Ja, was Marie-Louise Nirosta kann ja lang, ne? Ja. Jetzt ist allerdings bei dem Lied ein Problem. Das können Sie nicht wissen, das muss ich vorher erklären, also zumindest. Was Sie nicht wissen, ich bin von Hauptberuf, bin ich katholischer Diakon. Ja. Gut, müssen Sie nicht erschrecken, das ist ein schöner Beruf. Man ist zwar bekloppt, wenn man das mäht, aber... Aber, wenn man so jetzt vom Beruf ist, das hat natürlich Konsequenzen. Ihr müsst euch vorstellen, die Witze, die vielen Witze aus dem Bereich mit dem, ja, kann ich ja nicht erzählen, ne? Ja, scheiße ist das. Und in dem Lied, was ich gemacht habe, ist nun mal in dem Text das ein oder andere Wort, ja, ein bisschen sauisch, ja. Harald, das ist so, ja. Bin ich zu meinem zweiten Chef gegangen. Mein erster ist ja der Kardinal, ne? Und der zweite Chef ist der Generalfakir, ne? Ja, also das ist der Generalfakir Norbert Feldhoff. Ist ein toller Mann. Kommt allerdings aus Düsseldorf. Ärme Socke, du. Meine Güte. Ganze Kindheit in Düsseldorf, das arme Schwein, du. Furchtbar. Ja, ich sagte, Herr Generalvikar, habe ich gesagt, ich habe ein Lied gemacht für Fastelovend. Ja, sagt er, sing es. Sag ich, kann ich nicht. Sagt er, warum nicht? Ich sage, es das ein oder andere Wort. Bisschen sauisch. Ja, sagt er, kannst es nicht singen. Ich sage, es ist aber ein schönes Lied. Sagt er, hör mal, bevor du mir mit diesem Scheißlied auf den Wecker gehst, singe es, aber wenn du in dem Text
an ein solch unschamhaftes Wort kümmst, dann ersetzt du das einfach durch Lala. Ich sage Generalverkehr, das ist es. Ja, kannst du das jetzt singen, ne? Pass auf. Also, das geht so. Uftata, uftat. Ich traf mal eine Frau und la 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 seitdem sind wir ein Paar, la la. Ja, jetzt nur mal als Beispiel. Wir sind ja unter uns, guckt ja keiner zu. Nein, ne, jetzt wirklich nur mal als Beispiel. Ne? 2 Frauen auf der Weihnachtsfeier. Fängt schon versaut an. Entschuldigung. Nee, war Quatsch, war albern jetzt, war Quatsch. Nein, es ging hoch her, aber sie waren brav. Ne? Sie kommen dann, ne, gehen zu Fuß nach Hause. Ne? Auf halber Strecke passiert das, was jede Frau hier im Saal kennt. Ne? Auf halber Strecke fängt die eine an zu wibbeln. Ne? Die andere auch. Ne? Oh, du auch? Ja. Ach, wir haben doch im Lokal gegangen. Ne? Ach, du weißt doch, die langen Schlangen vor dem Klosett. Sie kennen das, ne? Ich muss hier den Witz mal unterbrechen, muss ich Ihnen erzählen, weil das ist mir aufgefallen. Ist doch ja. Ist mir aufgefallen. Also, nirgends habe ich glücklichere Gesichter gesehen von Frauen als bei Frauensitzungen vorm Klo. Ja, wisst ihr warum? Denen wird schlagartig, weil es sind ja nur Frauen, denen wird schlagartig klar, Mensch, wir können hier rum mit Männerklo, ne? Oh, eine ganze Boxenreihe zusätzlich, ne? Unglaublich, ne? Ich meine, das ist bei mir dann immer das Problem, weil ich muss ja dann auch auf das Klo, ne? Das ist köstlich, ne? Ich komme dann da, ja, die ganzen Frauen da an den Boxen, ne? Da mache ich wohl immer so ein unglückliches Gesicht, ne? Und dann kommen immer dieselben Sätze, muss ich Ihnen einfach mal sagen, ne? Klassiker, immer, es kommt immer, also als erstes kommt der Satz, wir gucken dir nichts weg, der kommt immer, immer. Auf Platz 2 steht der Satz, hey, jüdet nix, was man nicht all dir Sinn haben, ne? Auch immer. Ne? Immer. Und auf Platz 1, mein absoluter Favorit, ist der Satz, der auch immer kommt, wir sind doch Nachkriegskinder, wir sind doch elend gewöhnt. Ne? Toll. Immer. Ja, fiel mir jetzt so ein. Ne? Ja, jetzt habe ich den Witz vergessen. Ne? Ne, pass auf. Seht die eine? Hast du Klopapier? Nee, du, ach nee, auch nicht. Tempos, ach was eine Not, ne? Sie kommen an einem Friedhof vorbei. Sie huschen auf den Friedhof. Gehen aber natürlich nicht an die Gräber, sondern in die Ecke, wo diese Abraumhalde der alten vertrockneten Kränze ist. Ne? Dort hocken sie sich still. Oh. Da sagt die eine, jetzt haben wir aber immer noch kein Klopapier. Ach, sagt die andere, ich habe so eine aale Slip vom Wollwort. Ne? Der hat nur ein paar Euro gekostet, ich nehme den. Ne? Ausgetrocknet, abgeputzt, fortgeschmissen, alles klar. Sagt die andere, nein, meine Liebe, das kann ich nicht machen, du. Meine hat über 70 Euro gekostet, reinste Seide. Ne, das kann ich machen. Aber guck mal hier, die alten Kränze. Ne? Och, ich nehme einfach hier so eine alte Kranzschleife. Abgerissen, abgeputzt, alles klar. Am nächsten Tag treffen sich die 2 Ehemänner. Sagt der eine, hören Sie, unsere Frauen hatten aber eine tolle Weihnachtsfeier, wa? Sagt er, wieso? Ja, sagt er, meine kam im Blecken hinter nach Hause. Sagt der andere, was soll ich denn sagen? Meine hatte eine Schleife in der Unterhose. Da stand drauf, vielen Dank, der Männerchor.
Geht doch ein bisschen Spott, Spott und Hohn tut manchmal Not. Der Hauptsache ist, et Herz ist Jod. Und im Garten des Lebens ist Humor der beste Dung. Das sagt euch eine bergische Jung. Allah! Nee, ich kann nicht sagen. Man mädchen mit, wenn man einen im Ohr hat. Also kaum war ich gestern Abend, so mitten in der Nacht, früher Morgen, friedlich schwankend in das Schlafzimmer geschlichen, brüllt mir Dornröschen mich an. Na, du Wingfläche Bützer setzen. Küsse doch noch ins Heim. Hast wohl festgestellt, dass es daheim doch am schönsten ist. Nee, ich sage das nicht, aber das war das einzige Lokal, was noch open hat. Sätze, musst du dann eigentlich immer so spät kommen? Kannst du nicht früher heimkommen? Sag, Schätzchen, ich wollte ja früher kommen. Er will aus der Wirtschaftstür rauskommen, Stunde draußen für die Tür, welche vom Anti-Alkoholiker-Verein, und riefen mir zu, Sie sind auf dem falschen Wege, kehren Sie um. Sag, Schätzchen, bin ich nicht für gestern Nacht schön leise und rücksichtsvoll heimgekommen? Doch, Sätze, du warst sehr ruhig. Nur die Freunde, die dich getragen haben, haben so eine Krach gemacht. Ach nee, für 2 Tage bin ich mit ihr zusammen am Zahnarzt. Sie hat allein immer so eine Angst. Nee, was war das schön, wie in dem Stuhl so ein Mottemul halte, obwohl sie so abgestanden hat. Jetzt riss die der Bläffe so weg ab. Sagt der Doktor, entschuldigen Sie, gnädige Frau, so weit brauchen Sie den Mund nicht zu öffnen. Ich brauche nur mit meinen Instrumenten rein, ich selber bleibe draußen. Sagt Herr Doktor, können Sie mir nicht ein paar Brillantsplitter einsetzen? Das glitzert so schön beim Lächeln. Der Doktor belot sich dies, der liebe Frau, bei Ihrem hohlen Backenzahn. Ich kann Ihnen höchstens einen Fahrradrückstrahler einzementieren. Sage, lass dir das um Gottes Willen nicht machen, sonst musst du beim Lachen klingeln. Hey. Naja, aber als Hausfrau ist sie wirklich fast unschlagbar. Für 14 Tage ungefähr hat sie das erste Mal selbstständig gebacken. Hat sie so Tortelettes gemacht, ich sage das, komme. 3 davon hat sie dick mit Marmelade bestrichen, den Norberskinder geschenkt. Nur noch eine Viertelstunde kommen die wieder. Sagen die, schönen Dank für die Marmelade und hier die 100 Dollar, schon bringen wir nicht wieder. Gott sei Dank Schulferien, wir wollten sowieso uns endlich in Urlaub fahren, mit der Sache gepackt, ab am Bahnhof mit der Bundesbahn Richtung Süddeutschland. Und dann haben wir in dem Ort einen Glockenweiher mitgemacht, also das war jetzt Herrliches. Die Glocke waren begrenzt, die Kirche war begrenzt, das Dorf war begrenzt, der Lück war begrenzt. Und die Glocke waren zu Ehren der Jungfrauen geweiht. Waren große, schwere, mittlere und eine kleine Glocke. Die große, schwere, die war zu Ehren der Jungfrau von 18 bis 25. Die hatte eine ganz tiefe Klang, die schlug immer nur den einen, nur den einen. Die mittlere hatte ein bisschen hellere Klang, die war für die Jungfrau von 25 bis 35. Die schlug immer den oder den, den oder den. Pass auf. Und die kleinste, die hatte ganz helle Klang, die war für die Jungfrau von 35 bis unendlich. Die schlug immer, ist egal, weggüt, ist egal, weggüt, ist egal, weggüt. Jawohl.
Wir waren wieder in Köln. Ich sage abends zu meiner Frau, ich weiß es ja nicht, ich habe einen ganz trüben Hals. Schon nur noch gerade mit Viereck lure, ob ich jetzt feuchte Luft finge. Ja, setz es schon, wenn du wieder küsst, bringst du die morgen Zeitung und die Brötchen mit. No, ich war so 5, 6 Häuser, wie gewackelt, könnt man meine alle Freund, der Kolvenbachs Bitter entgegen. No, wir zwei rennen in eine unserer 7 Stammkneipe. No, der mal so etliche hatten, den Trank ja so runterlaufen lassen, sagt der Peter, jetzt will er aber doch zick, dass wir heimkommen, sonst kriegst du daheim mal wieder geschnappt. Sag Peter, pass auf, wenn du heimküsst, trägst du den Schon aus, gehst auf die Stunde Trappe hoch, dann hört die Frau dich nicht. Sagt, hast du eine Ahnung, die ich nicht höre, die wieder sich ja wach, wenn das Barometer fällt. No Gott und Jod, wir zwei uns vor der Tür verabschiedet, der Peter links runter, ich reise auf meine Ware an, will grad in Stege stehen, der Schutzmann neben mir. Sagt, hören Sie mal, Sie wollen doch wohl nicht in Ihrem Zustand mit dem Waren fahren. Ich sage, lieber der Wachmeister, Sie sind aber hoch, dass ich mich kaum noch auf die Beine halten kann. Er sagte, kommen Sie her, die Polizei, dein Freund und Helfer, ich fahre Sie nach Hause, Sie müssen mir nur den Weg zeigen. Saß ihr macht, Kamerad, steh ich in, gib Jas, geradeaus. Jetzt der 3. Straße, nee, der 2. Straße rechts, der nächste wieder links. Sag ich, süße Dinge, der Kreisel, da fährst du einmal ins halbe rum, dann geradeaus so 50 Meter. Halt, stopp, sag ich, wo nicht. Sagte, sind Sie auch sicher? Ich sag, kommen Sie mir da oben, ich zeige Ihnen, dass das alles stimmt. Ich sag, ist die Küche, da sind Sie im Backofen noch eine halbe Pizza liegen. Sag ich, hier ist das Wohnzimmer, da sitzt der Kanarienvogel auf der Stange, die Flügel hängen genau wie ich. Sag, psst, les jetzt schon mal in das Schlafzimmer rein. Sag, sind Sie die Frau da im Bett liegen? Das ist meine Frau. Sag, sind Sie der Mann da nebenan liegen? Das bin ich. Nur das eine sage ich noch. Solange man noch hier in der Fläche und noch ein paar Nüssel in der Tasche, da geht es keinen explizier, mal 4 Wieger Faste leer. Allah. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Et Jovens in Kölle, en Steinalschul, die Loren der Gaias Nummer 0. Da lehrten die Pens beim Lehrer Welsch Heimatkunde und unverfälscht Kölsch. Und eins war klar in der Gaias in der Schul, 3 mal 0 ist 0, blieb 0. Und wat ist die 0 für eine schöne Zahl? Me hört so und lese hüg überall. 0 Lösung, 0 Wachstum, 00, 007. Und ich weiß auch, wat mit 0 wird geschrieben. Heste ne Britzel wie Pät, Meister ab morgen 0 Diät. Dingsgard-Brüder fallen über die Schere, du spielst halt wieder Nullover. Heste Mädchen kennengelernt, ein bisschen schon mit ihm poussiert, et zärtlich ob ein bisschen Lock, und ich sät nit, ich han 0 Bock, und trick sich doch nit wieder aus, dann sinnet 0 Grad Celsius. Et Aschenputtel stöhnte vor Wochen, ich bin et satt, dat Putzen und Kochen, mit meinem Prinz will et auch nicht mehr fluppe, ich geh jetzt in de Frauengruppe und sage denen, hörte mal, et klappt nicht mehr mit mingem Aal. Da meinten Schneeweißchen und Rosenrot, dann mach ihm doch ein Alternativangebot.
Jetzt geht das noch mit das wie ein Wilde, im Studio singe Bodybuilde, das stößt der Hantel, das trägt der Expander, das riest die Halle für Bud auseinander, dann redet sich Öle und lüt sich massiere, Fötschenere Chef tätowiere, und Kützinge Prinz des Orvens noch Hus, empfängt dat ihnen de schärfste Dessous, dann trägt der Synchronus und sät ganz cool, wenn ich dich so belore, dann werde ich schwach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen. De Fischer, sein Frau und et tapfere Schneiderlein, die fuhren zusammen über den Rhein. Sie kamen an ein Türchen, da stand BASF. Und dahinter waren Labörchen und sie hörten den Hexenchef. Walle, Walle, Giftmixtur, durch die Ritzen, durch den Flur, in den alten Vater rein. Da riefen sie: Chef, wir laden dich ein, mit Sandos, Zibageigi, Höchst und Bayer, komm zu uns zur Märchenwaldfeier. Und als Höhepunkt von unserem Märchenfest schwemmt ihr durch den Ring in ihrem eigenen Dress, ohne Pause und ohne Butterramm, von Basel bis nach Rotterdam, und singt dem Kanon laut und leis. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Nur ein Fest war eine Enttäuschung, eine herbe, 100 Jahre Kunstgewerbe. Da schrieb doch der Präsident vom Festkomitee: Kunstgewerbe am Anfang mit G. Ja, so krächten Fernsehen, Funk und Presse et Eros Center als Festadresse. Sie kommen auf und nah und fern, jeder Braten ruht Latein, Modellmasseuse und Hostess, 3 Innenseiten vom Express, Vertreter von Puma und Adidas, sind ganz hektisch darum gerast, und auch die Herren von Lacoste waren werbemäßig schwer am Poste. Ne leicht geschürzte junge Dame trug ein Schild mit der Reklame: Du gelangst nur dann ans große Ziel, ziert dein Kondom ein Krokodil. Doch glaub nur ja nicht, wat dat kost, hast ein poröses von Hugo Boss. Nur Bayern war hier nicht vertreten. Der Gauweiler hatte sich das verbeten. Ja, Bayern leidet große Not, da fallen die Kondome unter das Vermummungsverbot. Im Märchenwald herrscht große Trauer, uns letzte Hex ist abgehauen. Sie braucht ein neu Krück, 2 neue Brille, 8 neue Zäng, ein paar Hoste Pille. Das reichte sie ein bei der MKK, Märchenkrankenkasse, auch für Hexen da. Da kam gerade ein Herr Blüm vorbei, genannt Nobby Dick, der kleine Hai. Der meinte, Zähnebrille ist ja enorm, 1000 Mark Selbstbeteiligung, Gesundheitsreform. Da hub die Hex an mit Gezeter: Du Doppeljäger von der normalen Vermieter, du abgebrochene Arbeitnehmervertreter, vielleicht schaffst du auch noch ins irgendwann, dass man für so jet wie dich Zuwachsrate nehmen kann. Und zu allen Zeiten, und das ist auch heute noch in, zog es Politiker zu Filmstars hin. Der Fürst von Monaco war mit Grace Kelly liiert, John F. Kennedy hat es bei Marilyn Monroe probiert, Brigitte Bardot mit einem französischen Rap jetzt pennt. Nur deutsche Politiker, die sind abstinent. Außer Theo Weigel. Der hätte ja so gerne Miss Piggy genommen, aber da wäre ja ein Sparschwein rausgekommen.
Schröder, Scharping und Lafontaine wollten im Märchenwald wandern gehen. Sie kamen an ein Häuschen mit leckeren Sachen und dachten, hier wollen wir ein Päuschen machen. Sie waren auf die süßen Sachen ganz lüstern, da hörten sie plötzlich aus dem Häuschen ein Flüstern. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Da riefen die 7 Raben geschwind, es ist nicht der Wind, das himmlische Kind, es ist der 3. Plück von der SPD, die roten Rammler sind wieder he. Und plötzlich ertönt ein Ruf von hinten, wo gibt's was zu rammeln? I'm Bill Clinton. Und aus Frankfurt erhielt ich eben einen Fax. Wenn dem Clinton sein Jones steigt, schrumpft hier der DAX. Weil sie mich gestern im Märchenwald verhauten, hab ich beschlossen, mich heute Abend zu outen. Jawohl, ich gebe es offen zu, ich bin der Spender der CDU. Jahrelang hab ich im Märchenwald Flachs zu Jolt gesponnen und dann ist der Helmut Kohl gekommen und er hätt mit mir wie wild dat alle Kinderlied gespielt. Thaler, Thaler, du musst wandern, damit die CDU mehr hat als alle anderen. Der Helmut, der sammelt dich in seinem schwarzen Pott. Und jetzt sieht's he alles aus ob Singerdicken. Ja, dann lief Helmut weiter in den Märchenwald und machte erst nach einer Stunde Halt. Er stand vor einem Häuschen, das war sein großes Pech. Die Hex rief Knusperknäuschen, da kommt Mr. Black and Cash. Ich will den dicken braten, et Feuer ist schon gestoch, diesen christdemokratischen Paten und den Koch hol ich nächste Woche. Da floh Helmut zu den 7 Raben, die sollten sein Köfferchen vergraben. Helmut sprach sie in Englisch an, weil er das ja am besten kann. This is money from old friends. I gave it safe in Switzerland, so I could my welcome pay against Red Bulls of SPD, and now I sing my super hit and all the Gürzenich singt mit. Ich bin der Tramp, Tramp, Tramp aus der Pfalz. Mir steht das Wasser, heb es an der Hals. Ich sage nix, nix. Geb keinen Namen preis, ach wie gut, dat ich Rumpelstilzchen heiß. Nur noch ein Wort zu Helmut Kohl. Helmut Kohl hat ja jetzt seine Schuld bekannt und den unbekannten Spender genannt. Die schwarzen Millionen, und jetzt ist Schluss mit dem Gemecker, sind falsch überwiesene Alimente von Boris Becker. Doch das größte Theater auf politischer Bühne war für mich der Bundesparteitag von de Grüne. Von Henning Fenske erfuhr ich im Märchenbusch die Bedingungen für ihre Zustimmung zum Bundeswehreinsatz am Hindukusch. Erstens, zur logistischen Grundausstattung gehört nach Joschka Fischers Erhebung der ADAC-Campingführer Kabul und Umgebung. Zweitens, sollte man die Gefangennahme von Gegnern erwarten, muss man auf die 50% Frauenquote achten. Drittens,
Ein Fahrradbataillon unter Jürgen Trittin radelt lautlos zwischen den Fronten dahin und sorgt in dem umkämpften Gehege für den Schutz der Krötenwanderwege. Und viertens, Claudia Roth soll auf einem Felsen hocken, sich kämmend die restlichen Gegner anlocken. Die denken, es sei Angela Merkel, verkleidet als Lorelei, verbinden sich der Auren und jenen der Sklaverei. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Jeder, der zwei Witze kennt, meint, er wäre ein Karnevalstalent. So auch noch ich bei mir gedacht, über die Chance auch schon uns an der Theke lach. Ich nehme jetzt mi Käppi he und bewerb mich auch uns bei dem Festkomitee und sage, hey, Komitee, hallo, alles klar? Ich komme aus dem Märchenwald, Nachwuchsstar. Ich bin voll die coole Type, doch ich hatte bisher nur Pech. Und ein Butterblümchen stecke ich schon lang in der Tasche. Moment, nu wat ich mir überlad. Zuerst brauche ne Redner ein Visitenkarte. Ne Manager, Faxtelefon ist für den Anfang wichtig. Selbstüberschätzungen, Portion und überhaupt nicht kritisch. Bin besser als der Stelter und der Rumpelstiel. Auch der Super und der Rückzieher mich nicht viel. Ich sammle, wenn ich zu Hause sitz, aus der neuen Revue, den ältesten Witz. Nehmt mich für eure Sitzung, ich kann jedes Loch gestuppe. Ich erzähle dies und das, am nächsten jetzt vom Bau, ich bin so jod. Bar, was han nicht Mut, und ich schlage satt eins ran noch bei der Einschaltquote. Ich bin der da, den ihr schon lange sucht. Ich bin der da, den jeder gerne bucht. Ich bin der neue Karnevalsstern und ich bin der Standing Ovation Man. Also für diejenigen, die noch nicht wissen, warum ich so schmal bin, Applaus ist das Brot des Künstlers. Auf der Fahrt nach hier wurde mir von einem Schutzmann angehalten. Er meint, für meine Brüder steigen sie aus, wir machen eine Alkoholprobe. Sette prima, in was für eine Kneipe fangen wir an. Also, mein Bruder, der ist ja so faul wie unsere Hahn. Wir hatten so einen faulen Hahn, der krähte morgens nicht. Der wartete immer, bis dem Nachbar seine Hahn gekräht hatte und nickte dann nur mit dem Kopf. Jetzt arbeitet er beim Straßenbauamt. Der malt der Mittelstrich auf der Straße. Nach 3 Tagen wollte das Geld haben. Der Kassierer meint, was haben Sie dann gemacht? Am ersten Tag haben sie 100 Meter geschafft. Am zweiten 40 und am dritten nur 10 Meter. Schlafen Sie langsam in? Mit meinem Bruder, Sie sind gut. Der Weg zum Farbtopf wird immer weiter. Ja, meine Vater, der arbeitet jetzt in der Fabrik. Ich habe mal gefragt, arbeitest du am Band? Sagte, nee, sie lassen mich frei rumlaufen. Jeden Morgen, wenn er nach der Arbeit geht, sagte Mama für den Papa, denk dran, du bist hochversichert, riskier was. Ja, mein Vater, der gehört zu den oberen 10.000. Der ist von denen der letzte Null. Ja, wir hätten ja in einer Villa wohnen können. Aber der Doll, der hat bei Ebbe Land gekauft. Jetzt hat er ein Geschäft, was viel abwirft. Eine Reitschule. Hat er mich mit auf der Pferdemarkt genommen. Ich fragte der Händler, was kostet eigentlich so spät? Sagt er 4.000 Mark. Sag mal der Hälfte. Sagt ich verkauf die halb spät. Ein anderer Kunde meint, ich will ein Bett für meine Frau. Meint der Händler, ich tausche nicht. Stunde 5 Bäde, mein Vater meint, geben Sie mir das Bett in der Mitte. Meint der Händler, das kann ich nicht verkaufen. Wenn ich das wegnehme, fallen die anderen um.
Mein Bruder wollte auch immer mit Pferden arbeiten. Sein Traum ist in Erfüllung gegangen. Jetzt arbeitet er bei McDonald's. Dass sie den überhaupt genommen haben. Mein Bruder sieht so schlecht aus. Mit dem bin ich mal durch den Park gegangen, warfen ihm der Enten Brotstückchen zu. Der sieht aus. Wenn der am Friedhof vorbeigeht, ziehen sich die Würmer Lätzchen an. Der hat aber auch Pech. Jetzt hat seine Schwiegermutter ihren Besuch angekündigt. Seit 3 Wochen piddelt der das Willkommen aus der Fußmatte. Sie haben aber auch schöne Zeiten. Jeden Samstag gingen die Eltern mit uns Kinder in der Wald. Heute nimmt ja der Sperrmüll alles mit. Papa war ein Zauberer. Der ging abends mit dem Hund aus dem Haus und kam morgens mit einem Kater zurück. Jeden Morgen brachte der Hund dem Papa die Zeitung an das Bett. Auf einmal nicht mehr. Wir nehmen an, der Nachbar hatte sie abbestellt. Meine Frau, die wollte ja immer in Weiß heiraten. Das hat aber nicht geklappt. An dem Tag lag kein Schnee. Meine Frau, die hat eine Figur wie ein Reh. Oder wie heißt das Tier mit dem Horn auf der Nase? Die hat eine Figur. Das Einzige, was die ungeändert tragen kann, ist ein Schirm. Das ist ein Weib. Überall, wo ich meine Frau vorstelle, wird mir gesagt, stell sie wieder weg. Das ist ein Weib. Die ist ja so misstrauisch. Die ist so misstrauisch, der ihre Augen beobachten sich gegenseitig. Das ist ein Weib. Hat sie Truthahn gebraten. War ganz gut geworden, nur die Federn waren was dunkel. Ja, das muss bei denen aber in der Familie liegen. Ihr Bruder ist auch nicht echt. Der hat sich mal beim Sockenbügeln die Füße verbrannt. Zum Abschluss noch eine wahre Begebenheit. Ich mache das ja nicht immer hier, ich habe auch einen anständigen Beruf. 10 Jahren immer noch keine Gehaltserhöhung. Ich sage für meine Frau, das hört ab. Wir laden den Chef nach Haus ein und da kriegt der tüchtig happy. Und da läuft er mit der Gehaltserhöhung. Sagt, du bist Bestuss. Wir fressen wochenlang Linsenzupp und der Güttingen Aal und willen Jans. Ich sage, nee, pass auf, wir machen es so, als wenn man Jans hätte. Wenn der dann da ist, lässt in die Küche fallen, küssen das Wohnzimmer und sagt, um Gottes Willen, mir ist der Jans in der Mülleimer gefallen. So wie ich den kenne, sagt er dann, Frau, recht euch nicht ob, was hat er im Hus und das ist der Linse und da ist er auch mit Linsenzupp zufrieden. Der Abend küt, ich sitze mit meinem Chef im Wohnzimmer, ob einmal eine Krache in der Küche. Meine Frau kommt ins Wohnzimmer reingestürzt, kriegt überhaupt keine Tone raus. Ich sag, dir wird doch wohl nicht der Jans in der Mülleimer gefallen sein. Sagt sie, nicht der Jans, aber der Linsen. Nicht alles, was sich reimt, ist ein Gedicht. Nicht alles, was 2 Backen hat, ist ein Gesicht. Du lachst, du singst und du wanderst, jede Jäg ist anders. Ich für Medelbrat, Stötz und Klav, der arme Dövel, Köln. Allah.